Guten Tag, ihr Leid! Weiter geht's mit Scribbled Away. Wir gehen in unser altes, wunderschönes Häuschen, das dort drüben ist. Wie man sehr schön erkennen kann. Eigentlich voll hübsch, oder? Wenn ich mir das so angucke. Mit der Beleuchtung zwischen den Bäumen. Gefällt mir eigentlich recht gut. Das Problem ist, dass ich es nicht finde, wenn ich suche. Und ich suche es oft und finde es nicht. Macht aber nichts. So, gehen wir nochmal kurz hier hin. So, wo ist es jetzt? Da drüben. Oh, hopp. So, dann gehen wir nochmal da ganz kurz durch. Wie gesagt, das ist quasi jetzt hier unsere Abschiedstour. Ich habe hier ein bisschen Lämpchen hingebaut. Wunderschön. Unser schönes Bett. Unglaublich hübsch. Hier haben wir uns richtig Mühe gegeben mit schönem Bretterboden. Nicht so billiger Holzboden, wie ich danach wieder verwendet habe. Das hier sieht nicht so gut aus. Macht aber nichts. Dafür ist das da umso hübscher. Hübsch, oder? So. Ja. Wollte ich euch nur noch mal zeigen. Aber wir wollen uns hier jetzt nicht zu lange aufhalten, denn wir wollen weiter hoch. Hoch wollen wir. Und zwar... falsche Richtung. Dahin. Ja, das sieht deutlich besser aus. Wir gehen in unser neues, hohes Zuhause. Und zwar in Ennos Palast. Dem guten Enno. Dem haben wir ja letztens ein Häuslein hingezimmert. Und auf dieses Häuslein haben wir ja in der letzten Folge ausprobiert, wie hoch man überhaupt bauen kann. Und da werden wir der Hochterrasse, der hohen Dachterrasse, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, werden wir jetzt noch den letzten Feinschliff verpassen. Und noch ein bisschen Deko hinmachen. Boden haben wir gut hingekriegt, finde ich. Wir haben ein Geländer drumherum. Fehlt halt nur noch ein bisschen Deko. Das muss ja auch nach was aussehen, ne? So. Wildes Gehüpfe. Ja, ich probiere hier in den japanischen Garten hier zu kommen. Hoppala. Oh ja. Kadoing. Noch ein bisschen hüpfen hier. Hui. Da freuen sich die Leute mit Motion Sickness. Jawohl, ja. Guck mal hier, da ist der hurtige Holger. Hallo, hurtiger Holger. So, ich guck mal, ob ich daneben hochhüpfen kann. Das wäre natürlich... Ach, was weißt du was? Ich brauche gar nicht hüpfen. Ich bin ein Eichhörnchen. Oh ja. So, zacke. So, ich wollte eigentlich sagen, ich brauche nicht hüpfen. Ich bin ein Eichhörnchen. Ich kann Bambus hochklettern. Ja, man kann aber auch hüpfen. Ich bin ein Eichhörnchen. Ich kann auch hüpfen. So, guck mal. Alter, guck dir das an. Seht ihr das da hinten? Seht ihr jetzt natürlich nicht. Ich muss mal gucken, dass ich da einen schönen Spot erwische, wo man... Alter, das sieht schon mächtig aus da oben, oder? Findet ihr nicht? Ich finde das schon ziemlich krass, so. Ja. So. Da wollen wir hin. Da hoch. Guck mal, wie das mit den Lichtern auch noch aussieht. Hey, ich bin wirklich entzückt. Da habe ich mal was richtig Cooles gebaut. Ich kann es nicht anders sagen. So. Da freuen wir uns wie ein Schnabeltier. Ich habe keine Ahnung, wie sich ein Schnabeltier freut, aber genauso freuen wir uns. Wir haben ich habe ordentlich das Inventar voll gemacht, damit wir ein bisschen was bauen können, ein bisschen Deko-Gedönse. Und dann werden wir das in Angriff nehmen. So, hoch mit uns, den Baum hoch, rechte Abzweigung bitte. Dann die rechts sein lassen, wir wollen weiter nach oben, oben, jetzt wieder rechts und hier guck, unser schönes Aufgang-Dingens, was wir uns gebaut haben, ist ja Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal. Da hinten sieht man nichts. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Und zwar habe ich ja vor, diese Lampen da irgendwie... Ach, guck mal, die kann man nicht mittig irgendwie hinmachen. Das ist schade. Naja, ist jetzt nicht weiter schlimm. Können wir aber nur 3 bauen. Lass mal erstmal... Aber eine Sorge fürs nächste Mal sein. Also fürs nächste Mal heißt für nachher. Wir bauen uns jetzt da oben, hoppala hopp, da sind wir, erstmal ein Spinnrad hin. Das hätten wir uns auch unten hinbauen können. Dach erforderlich. Oh, hopp, ich habe ein Dach. Gucke, hier habe ich ein Dach. Zack, Spinnrad gebaut. Ein Webstuhl, Spinnrad. Und jetzt bauen wir uns hier...
Ernsthaft jetzt? Man kriegt nur so wenig raus. Ich hatte... Moment. Ich hatte 8 Spinnennetze. Aus 8 Spinnennetzen kriegt man irgendwie nur 3 von den Dingen sind da. Das ist ja... Das ist der Skandal. Achso, ich habe 4 Spinnnetze allein gebraucht, um ein Spinnrad zu bauen. Ja, das muss man auch erstmal... Hoppala. Hoppala. Kleines mal höher. Wenn sie mal höher. Wo ist er denn, der Boden? Hier, da. Ich hätte gerne Boden vor der Tür. Danke. So. So lässt sich viel besser nicht rausfallen. Also. Immerhin können wir somit... wo sind sie, die Lampen? Naja, 6 Lampen bauen. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir das auch. Also, pass auf. Wir zählen. Wie viel? Ich entschuldige mich jetzt schon für die Perspektive. Es tut mir leid, Jesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. 19 Stück. Sag mal 18. 18 durch 3 ist 6, glaube ich. Ist das richtig? 6, 12, 18. Ja, das heißt, alle 6 Stück, das da oben zählt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, da irgendwie hin. Bau mal so ein Dingens. Ich habe keine Ahnung, ob das hier stimmt. So. Gucken wir nochmal nach. Oh, das ist aber schlecht. Jetzt kann ich da nicht mehr hochklettern. Das ist dann doof. Bumm. Nee, dann hab mich gerade entschieden. Werden wir doch nicht so machen. Jetzt habe ich das vollkommen umsonst gerade hingemacht. Interessant. Naja. Kann man die an die Seite machen? Weil das ist nicht gut. Wenn ich da, wie man ja gerade gesehen hat, so hüpfen muss. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Wie könnte man denn das da machen? Ich will da aber schon Beleuchtung hinhaben. Ich hätte ja die Beleuchtung gerne daneben. Oh, das geht. Das geht. Ah, guck mal, das geht. Ah, ich geb jo Depp. Okay, nochmal abzählen. 1, 2, also das oberste zählt nicht. 3, 4, 5, 6 und dann daneben hin irgendwie. Vorhin hat es doch... Ah ja, da, guck. Kann man das jetzt noch ein bisschen drehen? So. Sieht aber irgendwie doof aus, wenn das daneben so in der Luft hängt. Ja, so finde ich es besser. Aber das da würde ich jetzt gern abhaben, weißt du? Ah, ist es. Ist es ab. So, jetzt hängen wir da drüben auch noch eins hin. Komm mal her. Komm. Komm her, komm. Hab ich das hingekriegt? Ah ja, so. Junge. Das ist aber ein Frickel ist das hier. Ja, das hängt mir zu weit weg. Ich meine, ich kann es da hinmachen, aber das ist ja gar nichts. Das ist nichts. Nix ist das nicht. So, ich glaube, wenn ich von da drin mache, geht das besser. So. Also zuallererst mal diese Höhe passt soweit. Ich krieg's nicht hin. Ich kann jetzt hier nicht alles zuballern mit den Dingern da. Oh, das war gut. Geht das nicht? Gut genug. Passt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach mal da noch. So, Pi mal Daumen. Mathe war schon immer Problemfach bei mir. Fällt mir wieder ein, ich habe natürlich immer noch... Ich habe noch nicht ein Fenster verbaut, glaube ich. Ja, weil Fenster... Ach.
Das war gerade schön. So, siehst du? So. Also, Moment. So. Na komm. Wie habe ich denn das gemacht? Ja. Ist vollkommen in Ordnung. So, gucke. 1, 2, 3, 4, naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoppala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ist schon in Ordnung, oder? Komm mal her, wir gucken mal so runter. Ja, ist schon in Ordnung. Jetzt nämlich wird ja selbst ganz übel. Man wird es erkennen können. Jetzt, ich kann ja mal gucken, ob man vielleicht so, oh, das hätte ich vielleicht vorher machen können, ob man so ein Brommel. Sorry, ich nenne diese runden Lampen da halt einfach immer Brommel, weil die halt so brommelig sind. Glasscherbe erfolgt. Okay, pass auf. Ich probiere mal die da abzumachen. Die Lampen abzumachen. Nicht die Wand. So. Und jetzt baue ich mir da eine Brommel hin. So. Moment, ich gucke. Also das sieht natürlich noch stylischer aus, finde ich. Das hängt dann so mittendrin. Und kann ich da... Ah, da kann ich drum klettern. Okay. Vergesst das. Es wird alles... Ah! Ist vielleicht doch nicht so praktisch. Okay, ja, aber... Was ist denn eigentlich günstiger? 3 Scherben und 2 Bambus. Während das da 4 Scherben und eine Wolle kostet. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ne, die Frage ist, ja... Oh, guck mal, das sieht voll cool aus. Es sieht natürlich deutlich besser aus, ja, ganz klar, ne? Aber das Problem, was wir haben, erkennt man genau, eben habt ihr das gesehen. Da klettert es noch und da fällt es ganz kurz. Da macht es einen kleinen Hüpfer. Und zwar jetzt, oder? So. Das testen wir nochmal. Ich habe nämlich keinen Bock. Junge, mach mich doch nicht irre. So. Ich habe nämlich keinen Bock, dauernd abzustürzen, wie man gerade sieht. Der wird mir ja ganz übel. Und deshalb lassen wir das vielleicht so. Wir könnten es natürlich noch einfacher machen, aber das sieht halt richtig, richtig bescheuert aus. Und zwar eine Kerze hinknallen. Da. Die kannst du grundsätzlich einfach da hinknallen. So. Und dann hast du da so eine Kerze halt. Hier. Wisst ihr? Aber das mag ich nicht. Also, na. Ja, komm her. Das will ich halt einfach nicht. Aber die Brommel... Oh, ich habe eine Idee. Wir bauen die Brommel da unten drunter. Da unten drunter. Da stört sie kein Mensch. Und man zieht sie von unten. Okay. Ja. Oh je. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Leuten mit digitaler Höhenangst, so wie meiner Freundin. Sorry, aber dass viele rumgefallen und runtergegucke, ja, ist wohl nichts für euch. Okay, also, wir machen den Brommel wieder weg und tun indirekte Beleuchtung, nennt man das. So, pass auf. Plopp. Ja, mal kurz mit einem Bett. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob wir das auch einfach so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Ich gehe mal da rein. So, gucke. Und jetzt baue ich mir den Brommel. Kommen Sie her, Brommel. Da hätte ich gern Brommel drin. Ist nicht so einfach. Ja, funktioniert so nicht. Moment. Okay.
Alles klar. Moment. Andere Richtung. So. So, jetzt muss ich da drum herum gehen. Alles klar. Und da den Brommel rein. So. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt machen wir da natürlich wieder eine Leiter hin. Geht das noch? Ja, geht noch. So, komm her, Leiter. Perfekt. Dann haben wir quasi, naja, so eine halb indirekte Beleuchtung. Man kann hier schön runtergehen noch. Der Brommel stört nicht, weil man die Leiter rumklettert. Oh, das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Haben wir jetzt natürlich das Problem, dass mir jetzt Glasscherben fehlen, glaube ich. Ich will ja jetzt nämlich noch das dahin machen. Da fehlt mir eine Glasscherbe. Ja, aber daran soll es jetzt nicht hapern. Glasscherben. Moment, wir sind ja hier im quasi Aussichtsturm. Glasscherben gibt es im Rosa, also unten im Springbrunnenbezirk gibt es da tausende von Glasscherben. Muss nur gucken, wo der ist, ne? Der Springbrunnenbezirk. Junge. Hallo. Gibt es keinen Springbrunnenbezirk mehr? Das da... Okay. Ja, komm, es bringt hier alles nichts. Ich muss hier runter. So. Dann gucken wir mal. Also hier gibt es kein Glas. Hier ist viel zu sauber und so aufgeräumt. Ist doch kein Glas hier. Also sowas. Jetzt mal gucken. Stücke kann man noch gebrauchen, oder? Haben wir... Ja, eigentlich nicht. So. Ich hätte mal ein bisschen Zeug ablegen können. Naja. So, jetzt gucken wir nochmal. Einmal Orientierung bitte. Kardoing, Kardoing. Ja, da runter muss ich. So. Genau, hier bin ich richtig. Und im Park selbst. Im Park selbst gibt es, glaube ich, vorrangig Dosen. Dann gehen wir einfach noch eins tiefer. Weil... Also hier ist noch der Brunnenbezirk. Hier ist der obere Teil. Ja, Springbrunnenquellen. Brunnenbezirk, Moment. Das ist eine Mülltonne. Ich probiere mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Mit ein bisschen Glück ziehen wir einfach mal sofort ein Glas aus der Mülltonne. Das wäre natürlich super. Was kriegen wir? Münze. Hier steht ja auch irgendwo noch eine Flasche rum. Mit einer Karte drin, die ich jetzt natürlich nicht finde. Dumm gelaufen, ne? Wie gesagt, hier sind überall Dosen, aber Blech brauche ich nicht. Also Dosenblech. Ich bräuchte eine Flasche. Da stand doch irgendwo als immer eine Flasche rum. Nun ja, man kann nicht alles haben. Dann gehen wir halt einfach noch ein Stockwerk tiefer. In den ich nenne es mal Restaurantbezirk. Oh, hopp. Ne, ich glaube, hier sind wir ganz falsch. Oh, hopp. Wir sind quasi im Restaurant. Darüber müssen wir, gell? So irgendwie, da kann man sich dann hochpitzeln lassen. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir gucken mal auf die Karte. Ja, es sieht doch gut aus. Ich glaube schon, dass wir hier richtig sind. Noch ein bisschen hochgehen. Da oben sind Restaurants. Im Restaurant oder hier auf den Tischen auch, da sind als Glasflaschen. Ja, guck mal, vielleicht haben wir ja Glück. Da liegt ein Ast. Da, guck. Platz da. Das da. Flasche zerschlagen. Zack, weg damit. Jetzt nicht runterfallen. Ich brauche doch das Glas. 2 Glasscherben haben wir schon. Deckel. Kriegt man nicht. Inventar ist voll. Pech gehabt. Wir nehmen mal noch eine Glasflasche mit. Also, weil kann man immer gebrauchen, ne? So, siehste? Hoppala. Jetzt, was ist denn hier los? Ja. So. Jetzt
müssen wir gucken. Ja, das ist noch eine Glasflasche. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Man weiß nie, wann man wieder eine kriegt. Wie viele Glasscherben habe ich denn? 8 Stück schon. Das brauche ich gar nicht. Die Münze lassen wir hier. Die brauche ich schon mal 3. Münze lasse ich hier, ja. Habe ich ja gesagt. Aber das Glas hätte ich schon gern, ne? So, danke. Ich brauche irgendwie einen hohen Baum. Warte mal, ich guck mal, wo bin ich denn? Ganz da oben. Das ist schlecht. Ich muss doch zum Rosan. Ah, ja, da. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Da irgendwo ist mein altes Haus, ne? Da, der Ententeich. Dann machen wir es so wie vorhin. Ey, jetzt mal ernsthaft. Mein Haus sieht eigentlich, hallo, richtig gut aus. Guck dir das doch mal an, hey. Ah, so sieht man es sogar noch besser. Ja, ist vielleicht ein bisschen garagisch. Aber grundsätzlich sieht das doch eigentlich gut aus. So, dann gehen wir ein bisschen Zeugs ablegen noch. Was brauchen wir denn zum Beispiel nicht? Das Dosenzeugs braucht man nicht. So. Hier haben wir auch eine schöne Dachterrasse, aber nur eine kleine. Also im Vergleich zu dem jetzigen ist das eine sehr kleine Dachterrasse. Und wir haben jetzt hier die Mutter aller Dachterrassen gebaut. Hoppala. Wo muss ich hin? Darüber. Was ist denn da unten? Fliegen. So. Da hinten ist Rosa. So. Schade, dass es keine Schnellreisefunktion gibt. Ach, guck mal, hier wäre auch Glasflaschen gewesen. Na, die hole ich jetzt halt nicht extra. Also, ja, wollte gerade sagen, es muss ja nicht eine direkte Schnell, aber so eine, die dich in die Mitte des Parks bringt. Sag mal hierher oder was. Das wäre schon fein gewesen. So ein Eichhörnchen, Maulwurf-Schlupfloch, Gedönse. Vielleicht bauen das ja die Entwickler noch ein. Weiß ja nicht. Kann ja alles sein. Genau. Ich hoffe, ihr guckt das auch immer zum Entspannen abends. Nicht so, dass das Spiel langweilig ist oder so. Nö, es macht mir halt schon... Oh, was ist das da? Buckelhaus. Ja, blöde Möwe. Es ist halt wirklich entspannt. Und ja, ich spiele das natürlich auch zu müde werden. Uah, das habe ich schon mal besser hingekriegt, glaube ich. Ich hoffe, dass das da reicht. Boing. Boing. Komm, ich pack das doch. Jawohl. Sonst sind wir im rosa Bereich. Oben ist auch ein Pilz, den schnappen wir uns jetzt. Damit wir da schneller hochkommen. So. Hey, hallo? Ui. Ja. Da, nicht da rein. Oh, so wollen wir nicht. Da drüben müsste das Versteck sein. Ich will doch gar nicht zum Versteck. Ich will doch zu Ennos Haus. Da, Enno der Edle, siehst du? So. Machen wir halt ein bisschen Umweg. Macht ja nichts. Komm, Kiesel sammeln wir auf. Ich weiß nicht, ob man so gebrauchen kann. So. Da drüben sitzt Enno. Und Enno sitzt auf dem Holzstück vor seinem Baum. Welches dieser da ist. Wie man sieht. Oh ja, oh, wie das schön leuchtet. Guck mal, das Brommelding. Oh Mann. Ich habe gerade noch eine geile Idee gekriegt. Wir können ja noch mehr so Brommeldinger bauen. Spricht ja nichts dagegen. Wir können die ja verkleiden. Boah, das ist eine gute Idee. Pass auf. Erstmal wird das ein bisschen höher. Und zwar bauen wir erstmal einen Brommel. Eine Brommellampe. Wo sind sie denn? Da. Dahin. Ne? Mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Auf der 6. genau. So, und jetzt pass auf. Meine Idee ist jetzt folgende. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ansonsten, wir haben ja nichts zu verlieren. So. Und so. Hopp. Und da oben. Das Ganze einfach nochmal. Will nicht so. Uiuiui. Wie ich wohl will. Moment, das kriegen wir hin.
So. Ist meine Idee. Ja, ich muss schon die da nehmen. Geht leider nicht so ganz. Oder? Doch. Schon irgendwie. Ich muss den Brommel mir in die Mitte. Weißt du, was ich meine? Also wie ich das geplant habe? So. Dann klettert man da hoch und da drüber. Und dann ist gut. So, ich probiere das Ganze mal mit kleineren. Ne? So, das sind die kleinen. So. Ah, so ist natürlich noch besser. Dann habe ich dann da genau einen Brommel drin. So. Ist gut. Jetzt habe ich einen Brommel rausgemacht. So, Moment. So, also Brommel muss wieder rein. Einmal bitte reingebrommelt. 1, 2, 3, 4, 5. Muss natürlich da oben hin. Zack. So. Dann das dahin. Das dahin. Das dahin. Und das dahin. So. Dann habe ich die wieder eingebrommelt. So. Und weiter geht's. So. Die kann ich natürlich wegmachen. Brauche ich jetzt nicht. So. Ja, mach ich mir immer so. Gefällt mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann, also da müsste es hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist da oben. Machen wir es lieber noch eins höher. So, also einmal Brommel bitte. Brommelwirbel. Zack. Und zack und zack. Und nochmal bitte. Zack und zack. So. Müssen wir natürlich auf die andere Seite auch bauen. Oh, das ist nicht gut, wenn das gerade passiert ist. Und das soll natürlich nicht passieren. Müssen wir gucken. Weil wie gesagt, ich will da schon gerade runterklettern und nicht irgendwie runterfallen. Das wäre schlecht. So, jetzt kommt der Test. Wir klettern hier runter. So. Ja, nö, funktioniert. Jetzt gucken wir auch mal das Ganze mit gedrehter Kamera. Kletter, 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 kletter. Hier bleibst du stecken, weil dann die Steuerung verrückt spielt. So, jetzt muss ich nach hinten drücken. Ne, nach dahin. Okay. Funktioniert schon grundsätzlich. Außerdem, wer klettert denn aber auch runter? Die klettern ja eh alle hoch. So. Dann können wir die da eigentlich wegmachen, weil die sehen halt nicht so hübsch aus, finde ich. Wenn die daneben so in der Luft schweben. Komm her, du. So, haben wir noch irgendwo... Ja, da oben haben wir noch Lampen. Müssen natürlich auch weg. Weg da. Die hier sind schon weg, jawohl. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt noch so Brommeldinger bauen. Können ja Geländer hinmachen. So, darüber. So. 1, 2. Und dasselbe nochmal hier. So. Und das Ganze auch noch da unten. Ich baue lieber von unten nach oben. Also Kopf unten nach oben, meine ich. So. So. So und so. Wunderbar. So, lass mal gucken. Ja, jetzt pass auf. Wir können ja mal gucken, ob wir das da noch ein bisschen verkleiden können. Mit dem da. Das würde ich gerne so... Weißt du, so... an die Kante da genau dran kleben geht nicht. Dann probieren wir mal ein anderes aus. Sieht halt nicht gut aus. Nee. Ist nix.
sonst noch was? Nee, dann lass mal. Weil das daneben ist mir jetzt... Wir könnten natürlich auch einfach da so ein Dingens hin. Nee, können wir auch nicht, siehst du? Also, passt schon. Jetzt bin ich im Brommelding gefangen. So. Also, hau ab. Hau ab. So. Dann nennen wir das den Brommelturm, oder? Das schön. So. Also, was bauen wir uns denn jetzt hier oben hin? Kann man da eine Tür reinbauen, die nach unten und oben geht? Eine Falltür sozusagen? So was mal probiert, ob man eine Falltür bauen kann? Ich glaube ja nicht. Wäre schon sehr krass. Ja, Stein erforderlich, okay. Aber guck mal, man kann die auch nicht. Die geht wirklich nur als Tür. Du kannst sie nicht hinlegen. Schade. Naja, kann man nichts machen. Gibt es eine andere Möglichkeit, irgendwie eine Tür zu bauen? Weißt du, ich will halt nicht, dass da hier ein Loch ist, aber geht wohl nicht anders. Dann ist hier halt ein Loch. Kann man nichts machen. So. Bisschen Dekomaterial bauen wir uns noch hin. Was nehmen wir denn Feines? Lass mal gucken. Ein Bett. Damit wir unterm freien Sternenhimmel schlafen können. Geht natürlich nicht, wenn da brauchen wir ein Dach. Haben wir natürlich nicht. Ich könnte einfach ein Brett da drüber machen und dann hätte ich ein Dach. Soll man so machen? Soll man so machen. Pass auf, ich nehme mir einfach ein richtiges Dach. So, guck. Zack. Das baue ich mir da dran. So. Okay, jetzt schieben wir da ein Bett drunter. Ich nehme das Sardinenbett. Geht nicht, geht nicht. Moment, hoppala. Ich muss das nochmal neu machen. Oh, ich muss erstmal ausbessern, was ich gerade verbumbeitelt habe. So. Dach haben wir gesagt, gell? So, das war zu tief. Dahin. So. Und jetzt dürften wir da theoretisch ein Bett drunter stellen können. Es fehlen Materialien. Ach, jetzt fehlt Dose. So, so. Das war der Witz, warum es nicht funktioniert hat. Komm, ich will ein gerades Bett haben, bitte. So, gerades Bett. Zack. Und jetzt probieren wir mal. Kann man jetzt das Dach wegmachen? Meinst du, ob das geht? Oder zumindest mal das Dach eine Nummer tiefer machen. Ich habe gern Flachdach, weißt du? Okay, ein Bett, wo ich nicht drauf kann, weil ein Dach zu sehr drüber ist. Egal, ich kann auch hier pennen. Guck. So, ich habe ausgeruht. Ach, ist das nicht schön. Das dümmste Bett der Welt. Naja, aber man kriegt vielleicht ein bisschen nasse Füße. Aber egal. So, dann hätte ich gerne noch auf meinem Bett ein Blümchen stehen. Hier, da, sowas da. Bitte hier, Blümchen drauf. Zack. Man sieht das dumm aus. Sehr schön. Was können wir denn noch Dummes machen? Ein Teppich? Ja, warum denn nicht? Zack, Teppich gemacht. Hässlich noch dazu. Habe ich denn den hin? Da. Vors Bett ein Teppich, komm. Bewegung. Also was fehlen Materialien. Ja, so. Hier können wir noch eins bauen oder zwei. So richtig, wie es sich eigentlich gehört. Ja, komm, die machen wir noch, oder? So, mach mal einen hier hin. Oh, Moment, ich muss da drauf. So. Jetzt da runter. Jetzt da wieder hoch. Und jetzt bauen wir das.
Ja. 1, 2, 3. Ich hätte es halt gerne da unten. Komm doch her. Komm. So. Also, klettern Sie mal bitte da runter. Danke. So, jetzt drehen. Übel. Okay, das wird so nix. Da muss ich wieder Konter bauen. Keine Ahnung, ob man das so nennt. Und zwar... Ja, komm. Baue ich mir da jetzt eine Plattform hin? Nein. Nein. Ach, komm. Ich mach das anders. Hau hopp. Ah ja. Eichhörnchen ist am Eichhörnchen sein. Ach komm. Dann halt nicht. So. Ich will doch da nur ein Lämpchen hinhaben. Ja, dann halt nicht, Mann, ey. So. Da Lämpchen hin, gut ist. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind halt 6 Dinger. So, das letzte habe ich dahin gemacht, soweit ich weiß. Dann mache ich das jetzt ein bisschen quasi nebendran, weißt du? So. Zack. Problem gelöst. Kann ich eigentlich noch bauen? Ich könnte ja auch einfach 2 hinmachen und dann sieht's doch... Nee, geht nicht mehr. Ja, hat nur für 2 gereicht. Egal. Gefällt mir nicht. Ich mag Symmetrie. Ist halt einfach so. Ich mag Symmetrie. So. Nö. So stelle ich mal lieber ein Schockelgaul irgendwo hin. So hin dran. Ein kleiner Schockelgaul. So, zack. Der steht jetzt ein bisschen schief. Mal Pech gehabt. Und da fehlt mir Wolle. Und dann könnte ich da so ein Dingens hinnageln. Das will ich aber haben. Jetzt haben wir Wolle. Zack. Hübsch. Ach, das gefällt mir. Gucke. So, wo ist denn da der andere Teppich hin? Habe ich den auch schon weg? Bin ich ein krasser Kerl. So, kann man noch ein bisschen Deko machen. Vielleicht ein Fischglas. Fischglas könnte ich machen, ich habe aber gar keinen Fisch. Nee, dann machen wir auch kein Fischglas hier, wenn ich keinen Fisch habe. Also ja, ich könnte mir jetzt einen Fisch angeln gehen. Habe ich aber ehrlich gesagt gar keine Lust. Oder? Wollen wir noch einen Fisch angeln? Ja, komm. Machen wir halt. Wir machen den Schockelgaul weg. Holla. Sorry. Wir machen den Schockelgaul weg, wollte ich sagen, und stellen stattdessen ein Fischglas hin. Ey, wenn wir schon mal da sind. Kann ich auch gleich angeln gehen. Ich hätte gern einen Goldfisch. Gibt's da unten Blubber? Also angeln kann man ja da, wo es blubbert. Aber irgendwie blubbert's hier, glaube ich, gar nicht, oder? Seht ihr hier Blubber? Es ist ja auch, glaube ich, gar kein Teich, sondern ein Bach. Ja. Sorry, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich etwas. Da muss ich jetzt ganz runter gehen ins Brunnendingens. Und da hinten ist ein Teich. Komm, lass doch... Da blubbert's! Nee. Hat nur so ausgesehen. Es blubbert nicht in Bächen. Aber hier, bist du ein Teich? Ja. Pass auf. Ich weiß, wo Blubber ist. Da oben. Irgendwo, glaube ich, oder? Da war doch Blubber. Nicht? Kein Blubber hier? Kann ja wohl nicht sein hier. Ich habe doch hier irgendwo mal was geangelt, oder? Oder bin ich jetzt Jack?
Naja, es ist halt auch kein Teich, sondern ein See oder so. Guck mal, das ist mein Haus. Schön sieht's aus. So, weiter geht's nix da. Dann gibt das jetzt eine extra lange Folge. Pech gehabt. Einmal Goldfisch angeln. Also ich habe bisher, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Fischsorten das es gibt. Ich habe bisher geangelt einen Goldfisch und einen Neonsalmler. Blubbert es hier? Nee. Und ich hätte gerne einen Goldfisch. Goldfische mag ich. Sind dumm. Machen immer nur... Eigentlich macht jeder Fisch nur das. Kennt ihr diese Fische, die am Glas rumlecken? Die finde ich noch cool. Einfach nur, weil die halt am Glas rumlecken. Die Leckfische halt. Ah, da hinten blubbert's, siehst du? So, pass auf. So. Angel. Schmeiß ich jetzt einfach so rein. Zack. Warten wir ein bisschen. Es wackelt. Na? Will nicht, oder was? Ja komm, jetzt enttäusch mich nicht. Da. Ah, ein Goldfisch. Ein 2 sogar. Ist ein schöner Goldfisch, siehst du? Hinten hauen wir auch noch mal rein. Schöner Goldfisch. Ist der dann besonders goldig oder was? Was haben wir? Ein Neonsalmler. Der ist aber nicht schön. Ja, den wollen wir jetzt aber schon aufheben. Oder muss ich jetzt irgendwas wegwerfen? Könnte man den wegwerfen? Da, ein Stein. Ne, das da. Das da schmeißen wir weg. Ich will den armen Fisch, den will ich jetzt hier nicht auf dem Trocknen lassen, weißt du? So, jetzt müssen wir wieder hoch zum Rosan. Hurtig, hurtig. Und dann machen wir einen schönen Fisch ins Glas rein. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich meine, das ist ein Fischglas und da ist kein Fisch drin. Hallo, hässlicher Holger. Nein. Das ist natürlich der heutige Holger. Keine Ahnung, irgendwas mit Holger halt. So, mal gucken, da oben, wie man sehr schön sieht. Ey, das sieht doch richtig gut aus, ihr Leute. Mein Gott, ist das hübsch. Ich krieg mich ja nimmer ein, krieg ich mich nimmer. So. Da hinten. So. Und noch ein Hupfer, noch ein Hupfer, noch ein Hupfer und ein Flieger. Flieger, also Flieger, nennt man, soweit ich weiß, auch bei Stuckateuren. Die haben da so ein kleines rechteckiges Brett mit einem Griff dran, wo sie dann so Speis drauf machen, den sie so mit der Kelle an die Wand klatschen. Mit der Wandklatsch, Handwurftechnik, Klatsch. Und dann haben sie so einen Flieger, das ist so ein rechteckiges Brett. Sagen wir mal, hoppala, hängt ein Kabel dran. So, das ist halt ein Handy jetzt, scheißegal. Und dann tun sie das dann so verreiben. Da ist hinten so ein Griff dran und dann tun sie das so verreiben. Glaube ich zumindest, dass das ein Flieger ist. Zumindest hat das mal mein Bruder gesagt. Und manchmal, nicht oft, aber manchmal sagt er etwas, von dem er Ahnung hat. Und ich glaube, das war eins der wenigen Sachen. Beleidige ich aber hier meinen Bruder auch noch. Naja, so muss das halt sein. Okay, was wollten wir machen? Goldfischglas. Erstmal das Pferdchen wegmachen. Und dann ein Goldfischglas hingestellt. Was ist denn hier los? Fehlt ein Stück Boden. Sorry, der Boden muss zuerst ausgetauscht werden. Ist wichtig. Goldfischglas schön da in die Mitte. So. Aha, siehst du? Fischglas. Und jetzt interagieren wir. Hoppenda,
Hoppenla und machen da einen schönen Goldfisch rein. Schön. Jetzt kann der hier im Kreis schwimmen. So hoch oben ist er noch nie geschwommen. Wunderbar. Mein Gott, wie ist das schön, oder? Findet er nicht? Wenn das nicht das Wort zum Sonntag und zur letzten Folge ist, zur vorläufig letzten Folge. Wie gesagt, jetzt aber ernsthaft, das hier ist jetzt die letzte Folge. Morgen spielen wir was anderes. Ich habe da schon eine grobe Idee. Es wird sehr chillig werden. Ja, was soll ich sagen? Es ist, wir haben das schon mal gespielt, den zweiten Teil, ziemlich am Anfang. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es heißt. Guckt es einfach morgen an. Man eiert mit einem Schiff durch eine postapokalyptische Welt, wo alles unter Wasser ist. Es gibt keine Gegner, es gibt gar nichts, aber dafür gibt es Hochhäuser unter Wasser, Hochhäuser im Wasser und man kann viel klettern. Ist das nicht super? Ja, ist es. Gut, das spielen wir morgen. Mit dem Spiel war es das jetzt vorläufig. Wie gesagt, wenn es mal ein Update gibt, irgendein Content-Update, dann sind wir wieder am Start, Freundin und ich. Vielleicht zocke ich auch so noch ein bisschen weiter und baue so als mal ein halbes Stündchen oder so. Aber da werde ich jetzt wohl eher keine aufbauenden Folgen machen. Von daher, gehabt euch wohl und schaltet morgen vielleicht ein, wenn ihr Bock habt auf chilliges Rumgepaddel. Chilliges Rumgepaddel und Hochhausgekletter. Schön, danke, tschüss. Fade-out bitte, dankeschön. Ach ja, ich mag mein Fade-out. Miau.